Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, Champions League Auftakt gegen Dynamo Zagreb 9:2. Meine Meinung zum Spiel, meine Spielerbenotung. Gehen wir rein in den Bums, bevor wir das tun. Wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Von daher vielen lieben Dank dafür. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also wir haben eine sehr, 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 sehr starke erste Halbzeit gespielt. Und man hatte das Gefühl, alles gut, kommst raus, zack, bumm, machst das 4., 5. und dann ist das Ding durch. Ja, und dann kam es anders, wie man denkt. Ja, wir haben die ersten 10 Minuten, keine Ahnung, ein bisschen unerklärlich, den Faden völlig verloren. Wurden dann gereizt und haben dann knallhart zurückgeschlagen. Wild. Wirklich wild. Ja. Was soll man sagen, Leute? Spektakel pur. Ja. Also ich persönlich sehe lieber so ein Spiel wie irgendwie ein 1-0, ein 2-1. Das muss jeder für sich entscheiden. Wir können natürlich jetzt anfangen und hier und da und bla und das Negative suchen, die Nadel im Heuhaufen suchen. Es gibt genug negative Sachen, da werden wir in der Spielerbewertung auch kurz drauf eingehen. Aber mannschaftlich, wenn man Champions League Auftakt 9:2 zu Hause gewinnt, da gibt man die Note 1. Punkt. Ja. Meinetwegen eine 1- wegen den 10 Minuten Anfang zweiter Halbzeit, ja. Aber ansonsten erste Halbzeit war bärenstark. Und dann haben wir uns geschüttelt nach den 10 Minuten, haben das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen und haben das Ding mehr als souverän runtergespielt, ja. Und wir haben trotzdem noch gerade dann so die letzte Viertelstunde noch mit angezogener Handbremse gespielt, aber der Gegner war stehend K.O. auch, ja. Klar, wir müssen das jetzt alles nicht überbewerten, ja, man muss es aber auch nicht unterbewerten, man muss das jetzt nicht schlecht reden. Na klar ist das kein Gegner auf Augenhöhe, na klar ist das kein Bundesligist, sonst irgendwas. Brauchen wir nicht drüber reden. Trotzdem musst du gegen den Gegner auch erstmal 9 Hütten machen. Ja, und wir haben ja sogar noch 2 mehr gemacht, die abseits waren. Ja. Klar haben wir auch 2 bekommen, ja, ist doch schön, haben wir immer noch ein bisschen was zu meckern, der Trainer hat was zu meckern, hat was zu kritisieren, ist doch super, was willst du mehr? Ja, du hast 9:2 gewonnen, alles ist schön und du kannst trotzdem noch ein bisschen was kritisieren als Trainer. Ist doch wunderbar, was wollen wir mehr, Leute? Ja. Von daher gibt es gar nichts groß zu analysieren bei diesem Spiel diesmal. Wie gesagt, erste Halbzeit war bärenstark. Wir haben sehr variabel gespielt. Ein sehr, sehr starker Musiala, mal abgesehen von 1, 2 Kleinigkeiten. Einen eiskalten Harry Kane heute, ja, der einfach gezeigt hat, das ist einfach eine Maschine. Ja, du musst erstmal 3 Elfer so eiskalt verwandeln, wie er es getan hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, über die Elfer kann man natürlich irgendwie wieder diskutieren. Handspielgeschichte, ja, Arm war weg, wurde aus 1 Meter angeköpft, keine Ahnung. Bin ich raus, kann ich nichts mehr zu sagen. Das erste Ding war für mich noch der klarste Elfmeter. Der dritte dann mit Fonsi, wo er ihm auf den Fuß latscht, erst gar nicht trifft, den Ball dann auf den Fuß latscht. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Torwart hat einen schon ein bisschen leid getan, ne? Von Zagreb, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten, wir haben Spektakel gesehen. Ja, wir haben endlich wieder geilen Fußball gesehen. Ja. Und zwar, ja, seht das mal so, alle, die jetzt rummeckern, rumkacken wegen den 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, seht es mal so. Stellt euch mal vor, wir hätten die 2 Tore nicht kassiert, was wäre passiert? Wir hätten den Lachs runtergespielt. Machen wir uns nichts vor. Ja, wir wären nicht gereizt worden, wir hätten den Lachs runtergespielt, hätten vielleicht noch 1 Tor gemacht, mit ein bisschen Glück 2. So haben wir nochmal ein Spektakel gesehen. Ist doch super, oder? Mein Gott. Scheiß doch auf 2 Gegentore. Ich denke, damit sind wir auch der erste Tabellenführer. Sein, es passiert noch irgendwie morgen und übermorgen was super Überraschendes. Aber ich denke, mit +7 sind wir sehr, sehr weit vorne in der Tabelle. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Wir haben uns letzte Saison, oder ich persönlich habe mich letzte Saison so oft beschwert über diesen langweiligen Kack-Tuchel-Fußball. Alter, und dann ganz ehrlich, dann nehme ich 2 Gegentore in Kauf, wie wir sie heute gekriegt haben, und auch die eine oder andere Risikoaktion von unserer Innenverteidigung und gucke mir dann 9:2 an und erfreue mich meines Lebens. Ja, gut.
Damit gehen wir mal rein in die Statistiken. Ja, kurzerhand gucken wir uns mal an. Ist ja jetzt auch nicht so viel passiert auf der gegnerischen Seite, denke ich. Aber ja, 9 Hütten. Wir können es kurz durchgehen. Kane, Guerrero, Michael, Kane, Sané, Goretzka, Leon. Ja, hat mich gefreut ein bisschen. Auch für Leroy wichtig, denke ich. Kommen wir gleich in der Spielebewertung zu. Ballbesitz am Ende 70:30. Erste Halbzeit war es irgendwie 75:25. Abseitsstellung 5:0. Davon waren gefühlt 4 von Serge. Ausbaufähig. Fouls 8:6, Zweikampfquote 43:57, Schüsse aus Tor 19:3. Aus Tor 19. Ja, normal haben wir 7, 8 Max aufs Tor und haben dann so 19, 20 Torschüsse. Schüsse insgesamt 29:4. 29. Krank. 12:0 Ecken. Angekommene Pässe 703:265. Flanken 15:3. Schüsse insgesamt Kane 8, Musiala 4, Michael 4. Torschussvorlagen Kimmich 2 super starke Flanken, können wir schon mal vorwegnehmen. Musiala 2, Müller 1. Gewonnene Zweikämpfe 6 von Upamecano, dass hier der gegnerische Stürmer steht mit Petkovic und 13 gewonnenen Zweikämpfen, sagt viel aus. Das ist der Kritikpunkt, den wir heute anbringen können. Michael 6, Davis 4, Ballkontakte 111, Kimmich 110, Pavlo 92, Davis gefoult worden. Schenken wir uns natürlich. Ja. Gut, ansonsten denke ich, gibt es zum Spiel nichts zu sagen. Also, vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, wir haben eine super variables Spiel zwischen Kimmich und Guerrero gesehen. Einen sehr, sehr starken Guerrero in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach. Auch einen sehr, sehr starken Serge. Ja, muss man auch sagen, auch wenn er ein bisschen Pech hatte, dann wieder mit seinen Abseitsdingern und so weiter. Aber hat mir sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit ist ja dann ein bisschen abgetaucht, genauso wie Michael auf der anderen Seite, so für 20 Minuten haben sich aber beide wieder ein bisschen gefangen. Und ja, wie ich schon sagte, erste Halbzeit souverän, 3:0, hätte auch 4-5-0 stehen können, wenn nicht müssen. Dann gehst du in die Pause, denkst der Stiefel geht so runter, dann denkt sich der Gegner, oh, weißt du was, steht 3:0, was soll das? Ja. Wir gehen voll in die Offensive und wir suchen unser Glück mal vorne. Was ich auch schon in der ersten Halbzeit mit 3, 4 langen Bällen versucht haben, wo wir auch ein bisschen wackelig waren, wenn man ehrlich ist. Ja, dann kriegst du 2 Hütten. Ich weiß es nicht, ob wir das jetzt sagen können, bedingt durch Manuel Neuer, ob das einen Einfluss hatte, ist für mich eigentlich keine Ausrede. Wenn dann Ule reinkommt, muss man da auch, ja, also Ule war mit Sicherheit nicht schuld an den Toren, ja, warum die Abwehr dann so vogelwild war, keine Ahnung. Ja, und dann haben wir das Spiel wieder in die Hand genommen und zwar auch sofort, ja, das wollen wir vielleicht nochmal herausheben, bevor wir in die Benotung gehen, sofort, ja. Man hat nicht dann das Gefühl gehabt nach dem 3:2, ach du Scheiße, jetzt kriegen sie wackelige Knie und fangen an zu schwimmen und werden nervös und sonst was. Nee. Du hast nach dem 3:2 gemerkt, alles klar, ihr wollt es, dann kriegt ihr es. Ja? Und so haben wir dann Fußball gespielt. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, was ich wahrgenommen habe von dieser Mannschaft. Ja? Gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Benotung. Ja? Vincent Kompany, ja, Aufstellung, wieder 1, 2 Überraschungen drinne, aber völlig fein. Ja? Eigentlich hat mich nur ein Davis überrascht. Mich persönlich jetzt, alles andere konnte man so ein bisschen so erwarten. Auswechslungen, ja, Neuer, wissen wir noch nicht, ob das jetzt wirklich nur Vorsichtsmaßnahme war. Dann Müller für Musiala ist Standardwechsel, Eric Dyer für Minjay, Pflichtwechsel. Ja, muss man ganz klar sagen. Minjay wieder maßlos überfordert heute. Es ist Zeit, einen Eric Dyer auf jeden Fall mal heranzuführen. Ja, weil die schwereren Spiele kommen jetzt. Ja? Ich denke, Aston Villa wird schon ein anderes Kaliber sein, Leverkusen wird ein ganz anderes Kaliber sein. Da ist es vielleicht gut, wenn Eric auch ein bisschen Spielpraxis hat. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Jetzt am Wochenende, ob ein Eric mal anfangen darf. Ich bin sehr gespannt. Dann noch ein Leo ein bisschen Spielzeit gegeben und natürlich ein Sané ein paar Minütchen. Ich denke, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Ja. Taktisch gibt es auch gar nichts dran auszusetzen. Wir können natürlich darüber meckern, dass taktisch gesehen wir oder unsere Innenverteidigung Mann gegen Mann gespielt haben. Gerade Opa, der Mann gegen Mann gespielt hat, Manndeckung und dann teilweise
auf Höhe der Mittellinie war, obwohl die Viererkette hinten. Also er war noch vor den Sechsern, ne, weil er den gegnerischen Stürmer verfolgt hat. Kann man jetzt drüber streiten, hat einige Lücken gerissen, wo der Gegner dann den Ball auch reingespielt hat, weil Upa dann vorne den Ball nicht gewonnen hat gegen den Petkovic. Wir haben gesehen, die Zweikampfquote von dem Mann. Das ist ein oder andere Mal schiefgegangen, dasselbe auf der anderen Seite mit Minjay. Von daher können wir da ein Minus geben, aber ansonsten ist die Taktik natürlich vollends aufgegangen. Unser Spielstil ist aufgegangen. Wir haben unseren Spielstil durchgedrückt. Auch nach dem 3:2 haben wir unseren Spielstil durchgedrückt und nicht angefangen, wieder jetzt irgendwie einen auf Sicherheit zu machen, sonst was. Das war wichtig. Die Wechsel waren verständlich. Vielleicht der ein oder andere, vielleicht einen Tacken zu spät, aber im Nachhinein können wir immer klug scheißern. Von daher würde ich heute den Winnie ohne 1- geben. Ja, das Minus anhand, habe ich gerade erklärt, vielleicht der Taktik mit den Innenverteidigern, dass man doch gesehen hat, dass das nicht wirklich aufgeht. Ja, man hat da mit den Airbag so ein bisschen gegengesteuert, denke ich. Gut, gehen wir rein in Manuel Neuer. Manuel Neuer hat natürlich nichts zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal Torschüsse erste Halbzeit sehen. Ich glaube, er hat nicht einen Ball halten müssen, oder? Ich glaube nicht. Bin mir auch nicht sicher. Vielleicht ein. Ja, lass es ein gewesen sein. Seine Aktion an der Mittellinie in einen Zweikampf mit einem Upa zu gehen und einem Petkovic. I don't know, was ihn da geritten hat. Komplett Banane. Völlig richtig. Manuel Neuer steht immer hoch und dann Kompanie noch höher wie sonst. Dass Manuel Neuer das kann und da in den Kopfball gehen kann, völlig fein. Aber warum geht ein Manuel Neuer in einen Zweikampf, den Upamecano mit den gegnerischen Stürmer führt? Ja, und wird dann von Upa weggecheckt, weil er sich da reinschmeißt und landet dann, was weiß ich, verdreht auf dem Boden, fällt voll auf dem Rücken und so weiter. Völlig unsinnige Aktion. Sorry, wenn da kein Abwehrspieler ist, ja, dann musst du das Risiko nehmen als Torwart. Ansonsten, Alter, zieh die Handbremse und geh 30 Meter nach hinten. Ja? Da ist ein Abwehrspieler, der den Zweikampf führt. Ja, da können wir dann drüber streiten, was ist das für ein Zeichen an Upa? Ja, das kann man dann vielleicht mal herausstellen. Das ist mit Sicherheit nicht das Zeichen, wo sich der Upa denkt, oh, der Manu vertraut mir aber. Wa? Weil er hätte der Manu da weggelassen. Also, weil der Upa war schon in dem Zweikampf. Manu kam nur noch dazu. Also Katastrophe. Ja, wild. Völlig unverständlich. Von daher, ansonsten hat Manu nichts zu tun gehabt, hat ein paar Bälle gehabt, die er verteilt hat. Also alles gut. Ja, 9:2, 3 Minus für Manu. Gut, würde ich sagen, machen wir direkt erstmal mit dem zweiten Torhüter weiter. Weil beide haben ja eine Halbzeit gespielt. Ulle für Deutschland. Ja, Ulle würde ich jetzt keinen Vorwurf machen. Ne? Hat dann die Chance, wo Davis katastrophal war, zum 3:3 hat er noch gut vereitelt hier mit so einem Armzucker. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte er den ersten vielleicht noch haben können, der zweite durch die Beine, durch die Hosenträger. Ja, was willst du machen? Ansonsten hat Ulle es gut gemacht. War dann fairerweise, muss man auch sagen, nicht mehr gefordert. Nach den 10 Minuten, die Zagreb da hatte, war es dann so. Von daher würde ich sagen, geben wir Ulle eine 3. Hat immerhin 2 Gegentore fressen müssen, auch wenn es nicht wirklich seine Schuld war. Aber ansonsten hat einen eingehalten, 2 kassiert, ja. 9:2 war Note 3. Gut. Dann kommen wir zu den interessanteren Geschichten, denke ich. Ich fange mal hier nach der Reihe an, bevor wir wieder einen vergessen. Da haben wir Minjay. Minjay und Upa heute zu bewerten, tue ich mich ein bisschen schwer. Upa war erste Halbzeit mega gut. Mega konstant, mega stark, sehr ruhig, sehr abgeklärt. Minjay hat wieder Zweikampfverhalten gehabt wie ein Balletttänzer, Alter. Keine Ahnung. Gefühlt hat er auch wieder eine halbe Stunde gebraucht, bis er dann mal so wirklich im Spiel war. Dann war es auch echt okay. Hat jetzt aber auch nicht den ganz groben Schnitzer drin gehabt, hat aber wenig Land gesehen, wenn er in den Zweikampf musste gegen Petkovic. Wir haben auch die Zweikampfwerte von ihm gesehen. Upa hatte aber genauso
seine Probleme mit ihm. Zweite Halbzeit, dann die Anfangsphase, Katastrophe. Also beide Innenverteidiger. Beide Innenverteidiger waren nicht auf den Positionen von irgendeinem Innenverteidiger. Da ist jetzt die Frage, wie ich es ja schon sagte, macht es Sinn, dass man das taktisch vorgibt? War es taktisch vorgegeben, dass ein Innenverteidiger sich so weit rausziehen lässt, bis auf Höhe der Mittellinie vor den Sechsern, wie es ein Upa getan hat? Ich weiß es nicht. Ja. Ist schwierig jetzt zu sagen, wen geben wir die Schuld. Ja. Fakt ist, Minje und Upa sahen nicht gut aus. Wenn wir uns dann den Gegner anschauen, ja, das darf man halt immer nicht vergessen. Wild. Ich sehe einen Minje heute bei einer 4. Es war ausreichend, es war aber bei weitem nicht befriedigend in meinen Augen. Ja, da fehlt eine Menge mehr, als dass das ein befriedigend ist. Gut. Damit kommen wir zu dem ersten wirklich starken Spieler in der Abwehr. Das war ein Guerrero. Guerrero heute, erste Halbzeit, bärenstark. Ja. Vorne sehr, sehr präsent, sehr, sehr stark, sehr gut, sehr, sehr, sehr gutes Abwechslungsspiel, die ersten 15 Minuten mit Josh. Dann hat man gemerkt, ja, alles gut, du brauchst gar keinen rechten Verteidiger. Josh war nur noch im Mittelfeld, Guerrero war rechts außen. Alles war gut, der Gegner war offensiv nicht existent. Bis zu seiner Auswechslung hat Guerrero ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja, da gibt's relativ wenig dran auszusetzen. Ja, auch er konnte in dieser Phase dann keine Ruhe reinbringen, aber wie willst du das einen rechten Verteidiger anheften? Ja, ich denke, da muss er, wo wir dann gleich mal so Richtung zentrales Mittelfeld in Verteidigung kommen, da muss er dann was von kommen. Also von daher für mich heute ein Guerrero eine Note 2. Gut, als nächstes haben wir Upamecano. Habe ich ja gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Erste Halbzeit für mich sehr stark, sehr ruhig. Auch schöne Öffnen, Bälle gespielt. Schön progressiven Ball auch mal gespielt. Hat mir gut gefallen. Viel, viel besser als Minje, der eigentlich fast nur quer gespielt hat. Obwohl ich mich dann auch an 1-2 Bälle erinnere, die er versucht hat. Aber Upa war der abgeklärtere von beiden. Er hat mir sehr gut gefallen, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit hat er mir dann nicht mehr so gut gefallen. Er hatte auch schon in der ersten Halbzeit 1-2 schwierige Zweikämpfe mit dem Petkovic, wenn die lange Bälle gespielt haben, aber da konnte man es im Verbund meistens rausarbeiten. Ja, dann die 10 Minuten, Viertelstunde, Anfang der zweiten Halbzeit war es leider genauso vogelwild wie bei Minje. Aber aufgrund der ersten besseren Halbzeit würde ich einen Opa heute bei einer 3- sehen. Ich denke, damit ist er aufgrund des Ergebnisses, sind wir da heute mal ein bisschen gnädig. Wa? Muss ja auch mal drin sein, Leute. Dann kommen wir zum Fonzie Davis. Wie gesagt, ich versuche mal das Menschliche beiseite zu schieben. Ich konzentriere mich auf das Sportliche. Das war heute offensiv auf jeden Fall okay. Defensiv, gerade auch in dieser Phase, ja, war es sehr, sehr schwach über die Seite. Also einmal war er gar nicht auf der Seite, also beide Innenverteidiger standen mittig. Pavlovic musste auf der linken Außenverteidigerposition raus, konnte die Flanke nicht verhindern. Davis stand irgendwie im Mittelraum, hat gar nichts gemacht. Katastrophe, dann der Schuss, der zum 3-3 hätte werden können, hatten von sie auch kein Land gesehen. Also defensiv war es wirklich gegen einen schwachen Gegner katastrophal von Fonzie. Sorry. Ja, er hat 1-2 Aktionen weggearbeitet, allein aufgrund seiner Schnelligkeit, das tut er immer. Aber ansonsten war es eine Katastrophe defensiv. Offensiv war es wirklich gut, ja. Gerade dann, umso länger das Spiel war, umso länger er sich da ein bisschen reinfummeln konnte. Musiala hat ihn auch immer gesucht und oft eingesetzt, versucht ihn einzusetzen. Das war wirklich ordentlich. Von daher sehe ich ihn bei einer 3-, wenn wir das zusammenfassen. Ja. Defensiv voll, vorne war es wirklich okay. Ja. Gut, das zu Fonzie Davis. Als nächsten haben wir, ja, den gerade angesprochenen. Läuft der. Jamal. Jamal ist nicht da. Jamal hat keinen Bock, Leute. Wild, oder? Musiala eine sehr, sehr starke erste Halbzeit. Ja. Und wir haben genau das gesehen, wo wir die These, die ich schon 100-mal aufgestellt habe, dass wenn er den Ball ein bisschen weiter
vom 16er wegkriegt, vom gegnerischen 16er, er sich drehen kann, er ein bisschen Raum hat, er auf die Spieler drauf zulaufen kann, ist er bärenstark. Ja. Wir haben es dann heute auch gesehen, wenn er dann den Ball kriegt in 1, 2 Situationen, wo er am 16er steht, wo 3, 4 Spieler um ihn rumstehen. Was willst du da auch machen? Ja, dann ist er manchmal noch ein bisschen zu eigensinnig, anstatt da den schlauen Pass zu spielen. Aber im Großen und Ganzen war das heute sehr, sehr gut. Ja, kann man nicht anders sagen, war ein super Aktivposten da vorne drin. Hat unser Spiel kreiert, vorangetrieben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er ist ein Spieler, der das Dribbling nimmt. Und du wirst keinen Spieler dieser Welt finden, der 100% bei Dribblings hat. Ja? Wird immer mal was in die Hose gehen, aber solange das Positive überwiegt, was es für mich heute hat, ist alles gut. Ja? Von daher für mich ein Musiala heute Note 2. Den nur noch finden, da. Gut, dann haben wir Michael. Michael hat, ich habe es ja gerade schon angesprochen, für mich auch ein sehr, sehr gutes Spiel wieder gemacht. Ja, auch gut mit nach hinten gearbeitet, 2, 3 Mal, das, was unsere Außen halt auch tun müssen, aber immer wieder auch vorne. Ja, wenn er am Ball war, du hast gesehen, der hat halt Bock. So, der hat Bock, der hat auch Bock nach vorne zu spielen, den Ball nicht quer zu spielen. Der hat einfach Bock. Bock, tiefe Bälle zu spielen, aber auch in die Tiefe zu gehen, sich anzubieten, da auch nicht müde zu werden, ja. Ich meine, er hat 2 Tore gemacht. Heute, ja. Und dann stellt sich da ein Reporter hin und sagt zu Michael Ballack, ja, wir müssen mal gucken, der Uli, der Michael muss ja erstmal noch auf das Level kommen, um beim FC Bayern dann auch in der Champions League spielen zu können auf diesem Niveau. Und Alter, haben die einen dummen Scheiß gelabert, Alter. Ja, war eine sehr, sehr gute Vorstellung. Hat sich wie die gesamte Mannschaft Anfang der zweiten Halbzeit eine Auszeit genommen, genauso wie Gnabry auf der anderen Seite. Von daher wollen wir das mal nicht überbewerten. Er hat 2 Tore gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er sogar noch einen vorbereitet hat. War super auffällig, super Aktivposten, für mich auch auf dem Level von Musiala und von daher für mich Note 2. Hätten wir nicht diese Phase gehabt, wo auch die Spieler alle abgetaucht sehen, könnte man natürlich auch bei den ganzen Spielern, die hier gerade mit Note 2 benote, über was Besseres reden. So denke ich, ist es fair, wenn wir die mit einer Note 2 bewerten. Ist aber auch nur meine Meinung, ne? Wenn ihr eine andere habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Gut, dann haben wir Alex Pavlovic. Erste Halbzeit. Maschine. Absolute Maschine. Wirklich absolute Maschine. Hat das Spiel geordnet, hat Anweisungen direkt an Fonsi gegeben, an jeden gegeben, der da in seiner Nähe war, hat sich immer wieder angeboten, war der tiefe Part, entweder war Kimmich rechts irgendwo oder war weit vor ihm, hat den alleinigen Sechser gegeben und hat das richtig gut gemacht. Ja. Hat auch eine Defensivaktion, die er mit weggearbeitet hatte, aber ansonsten natürlich defensiv nicht gefordert. Spielerisch gestaltend, mega stark. Wenn ich nur die erste Halbzeit bewerten müsste, das war für mich schon nah zwischen 1 und 2. Wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, war es defensiv halt wild. Ja. Wir können darüber reden, wer war schuld, dass ein Pavlovic als linker Verteidiger stand und nicht ein Davis. Obwohl ein Davis 10 Meter weiter innen stand. Weiß ich nicht. Ja, wem wollen wir das ankreiden? Ansonsten leider auch in der Mitte 1, 2 Mal defensiv schon ein bisschen überfordert. Vielleicht fehlt ihm da auch noch so ein bisschen so die Erfahrung, weiß ich nicht. Wollen wir von ihm verlangen, dass er dann da das Heft des Handelns in die Hand nimmt? Ich denke, nein. Ja, da muss so ein Kimmich mehr in die Bresche springen, meiner Meinung nach. Von daher würde ich einen Pavlovic heute bei einer, ja, wir können 2 Minus, wir können 3 Plus sagen. Ich würde einfach sagen, ich lasse das mal weg mit dem Minus und Plus, ich mache das jetzt in halben Schritten. Ja, ich glaube, das ist dann später auch besser beim Zusammenzählen, weil ob es dann, ja, 2,5 ist dann dasselbe wie eine 3 Plus oder eine 2 Minus. Ja. Also 2,5 für den Pavlo, meiner Meinung nach. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, als nächstes haben wir Serge.
Ja, Serge, sehr, sehr starke erste Halbzeit auch. Ja. Vielleicht nicht ganz so auffällig wie vorher. Ähm, hat ein bisschen gebraucht mit dem Davis zusammen, aber Davis hat auch ein bisschen gebraucht, aber haben sich dann gefunden offensiv, so mit den Laufwege und sich gegenseitig ins Spiel bringen. Das hat sehr gut geklappt. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen schwieriger für den Serge, ist dann auch ein bisschen abgetaucht, hat aber auch ein bisschen das Pech heute wieder gehabt mit den Toren, ne? Ein Abseitstor. Aber eins sehr, sehr schön vorbereitet. Ja, und die Musiala-Ablage, dann hat er schön reingeflankt auf den Musiala, also keine direkte Vorlage. War auffällig, zweite Halbzeit dann auch so, ja, hat das ein bisschen schwer gehabt. Man hatte dann auch so das Gefühl, so, die letzten 20 Minuten, der Akku ist aber auch leer. Irgendwo beim Serge, wa? Den hätte man auch irgendwie erlösen können, aber gut, wenn wir jetzt die anderen Noten mit einfließen lassen und sehen, was wir da so gegeben haben, würde ich sagen, dass das ein Serge heute eine 3 bekommt von mir. Weil auf dem Level von Pavlovic war er nicht und auf dem Level von Musiala auch nicht. Hat aber ein gutes Spiel gemacht. Ja? Also es war jetzt nicht schlecht oder war jetzt aber auch nicht die absolute Bombe. War ordentlich. Ja, gut. Dann kommen wir zu King Kimmich. Da werden sich die Geister scheiden, Leute. Weiß ich jetzt schon, genauso wie bei Hooper und Minjay und Davis. Da bin ich sehr auf eure Noten gespannt. King Kimmich, schwer einzuordnen. Offensiv bärenstarkes Spiel gemacht. Ja. Die 2 Flanken, die zu Toren geführt haben, bärenstark. Ansonsten auch immer wieder versucht, die Leute auch mal einzusetzen. Wenn er auf der 6er-Position war, Katastrophe. Ich kann es nicht anders sagen. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Maßlos überfordert, leider. Sorry. Und das Spiel auch super lahmarschig gemacht. Da hast du nicht mal à la Pavlovic mal einen Ball in die Tiefe gesehen. Oder in den neuen Fachbegriffen einen progressiven Ball hast du nicht gesehen von Kimmich. Ja, aus der tiefen Position heraus. Gibt's nicht. Nur quer, langsam, slowly. Was ich ihm negativ anrechne, ist dann in dieser Phase, da hätte mehr von Kimmich kommen müssen. Ja, da hätte man ein bisschen vorangehen müssen, gerade weil er dann auch die Binde hatte. Man hatte so das Gefühl, dann zweite Halbzeit, die ersten 10, 15 Minuten, dass die Binde ein bisschen zu schwer war für einen Kimmich. Dann hat er sich wieder gefangen, ja. Dann haben wir das Spiel ja auch wieder im Griff gehabt. Ja, vielleicht hat man auch einen zu hohen Maßstab an Josh, ich weiß es nicht. Deswegen super schwer für mich zu benoten heute. Sehe ich ihn auf einer Stufe vom Pavlo? Sehe ich ihn auf einer Stufe vom Serge? Wenn ich das Gesamte sehe, mit Defensivleistung, boah, schwierig, ey. Am liebsten würde ich sagen eine 2,75. Ja, ein Tacken schlechter, aber auch auf jeden Fall ein Tacken besser wie ein Serge war. Ich mache auch die 2,5 beim Josh. Ja, wir haben 9-2 gewonnen. Ich habe es schon gesagt, da müssen wir mal die defensiven Defizite vielleicht mal ein bisschen weiter hinten anstellen. Ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht, hat sich reingehauen, war auch der Spieler, was vielleicht, ja, deswegen auch eine 2,5, war noch der Spieler in den letzten 10 Minuten, wo alle eigentlich schon so, ja, nee, lass mal. War, komm, mach mal, ist gut jetzt. Ja, steht 7-2, komm, ist gut. Dann war Josh noch der nach vorne gegangen ist, der den Ball nach vorne getrieben hat. So Gnabry und so immer nur noch quer und nach hinten oder eher mehr nach hinten wie überhaupt quer. Hatte schon gar keinen Bock mehr, keine Luft mehr. Und Josh dann so, der Evo ist doch gerade noch frisch und der Thomas, ach komm, weiter. Ja, das hat mir gut gefallen, von daher Kimmich 2,5 auch. Gut, Harry Kane, denke ich, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Harry Kane, ja, können wir wie man ist ja schon geneigt zu sagen, wie fast immer, ja, Note 1, Leute. Was soll man anders sagen? Der Mann hat 4 Tore gemacht, Alter, in der Champions League. Ja, davon waren 3 Elfmeter. Guckt euch mal die Elfmeter an, wie er die gemacht hat. Ja. Hat er noch eine Abseitsbude gemacht, ne? Richtig, wenn ich mich daran erinnere. Oder was, wo vorher Abseits war. Hat sich heute wieder 1-2 Mal fallen an das Aufbauspiel mitgestaltet. Ist mal über Außen gekommen.
Ähm, hat neben seinen 4 Toren so viele Sachen noch gemacht. Ja, da gibt's gar nichts zu deuteln, Alter. Note 1, Feierabend, da muss man nicht diskutieren. Gut, kommen wir zu den Auswechslungen, angefangen mit Thomas Müller. Ja, hat da noch reingestochert, ja. Hat das Tor somit vorbereitet für einen Leroy. Ansonsten hat er den einen oder anderen mal ein bisschen zurechtgewiesen, das hat mir gut gefallen. Ansonsten relativ, ja, aber das Spiel war auch durch. Ja, konnte relativ wenig Akzente setzen. Aber es war jetzt auch nicht super schlecht oder super stark. Von daher würde ich ihm, wenn wir das benoten wollen, ich würde es eigentlich nicht benoten. Warum will ich es nicht benoten? Weil ich würde jetzt so sagen, von Müller war es eine 3. Ja. Aber wenn ich dann sehe, dass ich Serge eine 3 gegeben habe, der wirklich 60 Minuten wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, fühle ich mich nicht wohl damit. Von daher schenke ich mir das, so ein Thomas Müller dafür die 20 Minuten zu benoten. Ja. Ist aber ordentlich, ja, und damit ist auch gut, denke ich. Ja. Von daher trage ich den Müller hier ein, dass er auf dem Feld war. Aber wir benoten das nicht. Ja, dasselbe gilt für Eric Dyer. Gehen wir direkt rein. Da ist er. Eric. Ja, Eric hat Eric-Sachen gemacht, hat ja fast, oder hat den Elfmeter herausgeholt, sonst hätte der Kopfball sah sogar sehr vielversprechend aus, wenn er durchgegangen wäre. Hat direkt ein bisschen Ruhe reingebracht, fand ich. Ja, auch ein Airbag ist super weit rausgerückt, das eine Mal. Ja, das war, nachdem er 2, 3 Minuten auf dem Feld war, war er in der gegnerischen Hälfte und hat da auch den super offensiven Innenverteidiger gegeben, der super stark nach vorne verteidigt, was er, glaube ich, auch nicht ist, vom Typ her. Ja, hat es aber trotzdem gut gemacht. Und danach, ja, stand er einfach ein bisschen tiefer, hat das ein bisschen geordnet und man hat einfach, du hast einfach diese Ruhe. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, so wie ich es fühle oder das seht, aber wenn er dann den Ball von Ulle kriegt, du weißt einfach, ja, alles gut, da passiert nichts. Ja? Oder da kommt mal ein hoher Ball rein auf die Posi, wo ein Erik steht. Leute, alles gut, Erik ist auf dem Feld. Ja? Oder der Gegner kommt nochmal an den 16er, versucht den Ball da rein. Ja, alles gut, der Erik ist doch da. Macht euch doch keine Sorgen. Weißt du? Du hast einfach so eine natürliche Ruhe. Du hast einfach so eine, und wenn der nicht da ist, wenn da Minje und Opa steht, ach du Scheiße, der Gegner haut einen Ball in den 16er. Gefühlt aus 60 Metern Entfernung, du weißt, Katastrophe, es kann jederzeit was passieren. So, Erik war da, so, alles gut, der Erik ist doch da. Das Ding wird entschärft und so, weißt du? Einfach so eine natürliche Ruhe, die der Mann einfach ausstrahlt da hinten. Was super wichtig ist in meinen Augen. Ja, von daher hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Benotung schenken wir uns da natürlich auch. Gut, dann haben wir als nächsten Leroy. Leroy is back. Leroy wird Spielzeit brauchen. Ich denke, das kann man schon mal festhalten. Hat sich sehr, sehr schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Hat sich gleich wieder, was mir wieder absolut gar nicht gefallen hat, mehr mit dem Linienrichter unterhalten, den zusammengepfiffen, angemeckert, bei jedem Scheiß sich wieder aufgeregt. Ich wurde hier aber gehalten und hier, Ging mir schon wieder richtig auf die Nüsse. Hat dann aber das gemacht, wofür er da ist. Und das hat er ordentlich gemacht. Ja? Aus der Situation den Ball da genommen, reingeschossen, fertig, Feierabend. Das hat mich gefreut für ihn. Das war wichtig für ihn, denke ich, 100%, weil er schon wieder sehr mit sich und der Umwelt gehadert hat. Das hat man gemerkt. Ich glaube, das war super wichtig, dass er dieses Tor gemacht hat. Ja, dass er einfach jetzt mal wieder ein bisschen dieses Selbstverständnis kriegt und sieht, Alter, es geht doch. Alles ist doch gut. Ja, ich glaube, ein Leroy muss einfach mal wieder, ähnlich wie beim Tell, er muss einfach mal lockerer werden. Ne? Einfach mal, Junge, komm doch mal klar. Mach mal locker. Du weißt, was du kannst. Du hast das Talent und let's go. Hab Spaß auf dem Platz, ja. Und zieh dich nicht nach 10 Minuten, die du auf dem Feld bist, schon wieder am Linienrichter hoch oder sonst was. Ne? Aber da hat man gesehen, dass er Spiele braucht. Ja? Aber deswegen war es so super wichtig, dass er dieses Tor gemacht hat. So. War jetzt nicht schlecht, hat nicht den Kopf hängen lassen oder sonst was, wie sonst mal irgendwie, ja. Aber so ein paar Anzeichen waren da schon wieder ein bisschen schwierig. Aber er hat sein Tor gemacht und das ist gut so. Und es ist gut, dass er wieder da ist.
ja, eine weitere Alternative. Ja, wird schwer für den King. Ja, ich sehe King da gerade als den Schwächsten von den Vieren. Und da brauchen wir noch nicht mehr darüber reden, wie schwer es wird für 'n Tell an Spielzeit zu kommen, wa? Der ist gerade vom Leistungsvermögen vielleicht auch der Fünfte, noch hinter Koman. Also, ich denke, 'n Gnabry und 'n Maicke sind aber gerade ganz, ganz weit vorne, was das Leistungsvermögen anbelangt. Ja. Gut, dann kommen wir noch zum gescholtenen Jungen, zum bisschen Bauernopfer bei uns, aber natürlich auch nicht unverschuldet Bauernopfer, ja. Aber wer den Stream am Montag gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Leon, hast du gesehen? Er wollte zeigen: „Alter, ich bin Leon Goretzka." Ja, direkt, wo er aufm Feld kam. Hat's mit Kimmich halb gemacht, halb Mittelfeld, halb rechten Verteidiger. Auch das hat direkt funktioniert. Da muss man mal Lob und Anerkennung bringen, ja. Also, das scheint ja schon, dass das im Training auch gut trainiert wird, weil, wie gesagt, das hat blind funktioniert, ne, dass 'n Leon Rechtsverteidiger war oder Josh. Die Dinger, ja. Die Position war durchgehend besetzt, hat mir gut gefallen. Ähm, und ich denke, der Gescholtene hat diesen Einsatz verdient und hat ihn gerechtfertigt, ja. Und ja, Leon konnte seine Stärke ausspielen. Was ist Leons Stärke? Leons Stärke ist, sich in den 16er vorzuschieben. Das ist Leon seine Stärke, ja. Ähm, und da macht ihm auch kein anderer Achter bei uns in der Mannschaft irgendwas vor. Kein Kimmich, kein Pavlo, wobei ein Pavlo das noch am ehesten kann, und mit Sicherheit auch kein Palhinha, ja. Leon ist der Spieler, der, was das in den 16er gehen und zu wissen, wo er sich zu positionieren hat, da gibt's keinen besseren Achter bei uns, ja. Die Sache ist, in der Regel brauchen wir diese Art Achter leider nicht bei uns, ja. Aber er hat sein Türchen gemacht, hat mich gefreut für ihn, ja, auch das Stadion, wird ihm gut getan haben. Ähm, Er wird's weiter super schwer haben, bin ich leider von überzeugt. Erst recht, wenn man sieht, wie King Kimmich regiert. Ja, ich denke, wir werden das sehr wahrscheinlich auch nicht erleben, dass ein Kimmich mal draußen ist oder ein Kimmich mal ausgewechselt wird. Bisher okay, ja. Bisher gibt's auch keinen großen Grund dafür. Aber wenn wir dann heute so einen Pavlovic gesehen haben, die ersten 60 Minuten im Spielaufbau, wenn du dann noch denkst, du hast einen Palhinha, den ich mir gewünscht hätte, zwischenzeitlich, ja, wo dann Eric kam, hätte ich mir auch vorher schon gewünscht, so, Alter, komm, jetzt bring doch endlich einen Palhinha rein, damit das Zentrum mal dicht ist. Kimmich war da maßlos überfordert in dieser Zeit mit dem Pavlovic, ne. Von daher wird man sehen, wohin die Reise geht vom Leon. Heute hat sich reingeschmissen, die Viertelstunde war da, war präsent, hat das Tor gemacht, alles gut. Ja, hat mich gefreut für den Leon. Ähm, und alles ist gut, Leute. Damit sind wir durch. Ja? Das ist das Spiel heute gewesen. 9:2. Spektakel. Ja, fast 10. Also wenn natürlich, ja, selbst 9 tut schon richtig weh für den Gegner, wa? Aber der Gegner war maßlos über. Der Gegner war auch tot, gefühlt. Ja. Der Gegner war die letzten 20 Minuten gefühlt tot. Hätten wir da weitergemacht, Alter, es wäre locker zweistellig geworden. Das wäre wahrscheinlich 12, 13 Hütten geworden. Ja, hätten wir wirklich den Gang nicht rausgenommen. Aber viele Spieler haben den Gang dann rausgenommen. Ja. Was auch gut ist, völlig zu Recht, alles tutti. Wir spielen gegen Bremen, das wird kein leichtes Spiel werden am Wochenende. Ist doch Bremen, oder? Bevor ich jetzt Scheiße erzähle, gucke ich nochmal nach. Ja, in Bremen. Bin ich sehr gespannt. Ja, dann ist eine Woche und dann ist Leverkusen und Aston Villa. Ja, und Frankfurt dann hinterher. Also denke, danach wissen wir, wo wir stehen. Ne? Weil ich glaube auch Aston Villa auswärts, das ist auch kein Selbstläufer. Ich denke, die werden uns auch ein bisschen mehr fordern in der Defensive. Frankfurt genauso. Ja, und anfangen tut's mit Leverkusen. Aber ich denke, selbst Bremen wird uns schon mehr fordern, wie jetzt Kiel, Freiburg oder Zagreb. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Bin ich sehr gespannt. Deswegen fand ich es sehr, sehr gut, um das vielleicht abschließend nochmal zu sagen, dass man den Airbag reingebracht hat und ihm 20 Minuten Spielzeit gegeben hat. Ich bin sehr gespannt, ob man sich die Option offen hält. Wenn man das tut, dann muss man den Airbag jetzt bringen gegen Bremen. Von Anfang an. Ja, mit dem Opa. So, und dann muss man den beiden mal da die Spielzeit geben zusammen.
Und dann hat man sich die Option offen gehalten, um zu sagen, ja, vielleicht bringe ich einen Airbag gegen Leverkusen mit dem Opa zusammen. Wenn man jetzt gegen Bremen wieder Minje reinbringt mit dem Opa, dann glaube ich nicht, dass wir gegen Leverkusen Airbag da sehen werden. Weil ich glaube schon, dass man sich wenigstens so ein bisschen da einspielen sollte. Und Airbag, Dyer und Upamecano haben jetzt so viel auch noch nicht zusammen Spielzeit gehabt. Ne? Von daher ist das eine interessante Personalie, schon mal einen kleinen Vorausblick auf das Spiel gegen Bremen. Ihr wisst, wer mich hier verfolgt, mein Taktikfuchs, meine Aufstellung, bei mir, der hätten Airbag Dyer schon die ganze Zeit gespielt. Ja, ich denke, wir brauchen einfach so einen ruhigen Pol da hinten drin. Erst recht, wenn Kimmich der Sechser ist oder mit der Sechser, ja, und nicht ein Palinja mit auf dem Feld steht. Weil die Schwäche hat sich nicht geändert von Josh. Ja, wenn der Josh in den Sechserräumen ist das eine Katastrophe. Das wird sich auch nicht ändern. Er ist ja nicht diese Art Spieler. Er ist ein super offensiver Sechser, ja, richtig. Das ist fein, das wissen wir. Kompanie kann damit leben, ist sein Spielstil. Von daher fände ich es persönlich gut, wenn man dann wenigstens einen Innenverteidiger da hinten drin hat, der vielleicht mal ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen abgeklärter. Aber ja, wenn am Ende des Tages, das können wir vielleicht als Fazit zum Ende nehmen, wenn es am Ende des Tages die Strategie ist von Kompanie, dass unsere Innenverteidiger super hoch rausschieben, super hoch gegen den Stürmer arbeiten und wir dann am Ende solche Spiele sehen und 9:2 gewinnen. Leute, alles gut. Nehme ich das gerne mit. Gucken mir die Wackelabwehr an. Wenn wir vorne 5 schießen, hinten 3 kriegen, wir gewinnen das Spiel 5:3, sage ich euch, wie es ist. Habe ich das lieber, als sehe ich ein 2:0. Ja? Und dann kann ich damit leben, dann ist mir das egal. Ja? Die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, die wird dann aber bald beantwortet werden, nämlich genau in 11 Tagen. Ob es dann gegen Gegner wie Leverkusen dann reichen wird. Ja? Ob wir dann vorne ein mehr machen, wie wir hinten kriegen. Das werden wir sehen. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.